Neue Woche, neue Energie und somit herzlich willkommen, liebes Wasserzeichen, zu deinem Mystic Week Impuls. Ich bin Madame Mystic und nehme dich heute mit in die Welt der Karten, wie immer mit dem Mystic Orakel. Schau auch sehr gerne deinen Aszendent an, ist auch immer wieder spannend. Und ich würde mich natürlich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Vielen herzlichen Dank für deinen Support. Er ist kostenlos und hilft mir ganz fest weiter. Falls du kein Video mehr verpassen willst, dann aktiviere auch sehr gerne die Glocke. Du wirst benachrichtigt, wenn wieder ein neues Video rauskommt. So, und wir schauen gerade einmal. Ja, das sind schon mal ein paar ganz spannende Themenkarten gefallen. Ich kann nur mal so viel sagen, diese Woche geht es ganz fest um die Ernte. So, wir schauen jetzt aber nach Zusatzkarten. Und sie werden nicht mehr kommen. Wo jetzt? Wow, du musst dich noch gedulden, excuse, aber ich muss jetzt dort. Wow, du darfst dich freuen. So, und wir fangen an mit der ersten Themenkarte. Die Ernte, wie schon gesagt, und da kommt die Stimme. Ja, liebes Wasserzeichen. Die Woche geht es ganz fest darum, die Ernte einfahren. Und warum? Weil du bereit bist, laut zu sein. Nicht, dass du jetzt meinst, du schreist irgendwie die Woche im Zeug um, überhaupt nicht, sondern du hast gelernt, dass man dich hört. Du bist nicht mehr wie ein Müsli im Eckli und schluckst einfach alles ab, sondern du bist sehr selbstbestimmt. Du sagst, was du willst, was du nicht willst. Und ja, du hast auch keine Angst mehr, zum gehört zu werden. Sehr, sehr schön. Es ist wirklich so eine coole Energie, die hier in dieser Woche mitschwingt, dass du endlich einmal für all die Arbeit, die du bisher geleistet hast, deine Ämter kannst einfahren. Und zwar hast du gelernt, auch aus den ständigen Wiederholungen rauszukommen. Immer der gleiche Quatsch, der gelaufen ist, wo schon seit eh und je am Shiften und am Bearbeiten, am Transformieren, am Meditieren und so weiter bist, endlich in eine neue Energie hast können bringen. Wunderbar. So, und da sehen wir es nochmal. Du hast dich genau aus dem herauslösen können, aus diesen immer wiederkehrenden Themen. Herzlichen Glückwunsch, das ist dein Verdienst, das ist deine Arbeit. Du hast hier viel, viel Zeit investiert und viel Energie und hast sogar viel Reflexion betrieben, um endlich einmal in eine ganz andere Frequenz hineinzukommen. Wunderbar, sehr, sehr gut. Ich würde mal sagen, Shift happens, vor allem mit der Ernte. So, zweite Themenkarte. Wir haben die Reise und die Stabilität. Ja, auf zu neuen Ufern, Ernte einfahren. Und das bedeutet natürlich, du bist in einer anderen Frequenz unterwegs, hast viel an dir gearbeitet, reflektiert, ich sage es nochmal, meditiert und so weiter, was es alles auch immer benötigt. Und jetzt darf ein neuer Weg aufgehen. Und der Weg, der führt in absolute Stabilität. Wunderschön. Das Haus steht natürlich für das Haus selbst, logischerweise. Also für die vielleicht schon lange einen Umzug planen oder ein Haus kaufen, eine Wohnung kaufen, was auch immer, ist gerade diese Woche ganz ein guter Moment, um sich dem Thema zu widmen. Aber ganz wichtig, nicht alte Strukturen mitsuchen, bleib in der hochschwingenden Frequenz, in der Ernte-Frequenz, dort, wo du dich hergeschiftet hast. Das Haus steht aber auch für den Körper. Also du wirst auch merken, dass körperlich wie ein Befreiungsschlag kommt. Vielleicht fühlst du dich viel fitter, viel leistungsfähiger und ja, es ist einfach, du merkst, ich bin viel geerdeter. Es ist alles fest. Da
Das Haus, das wird nicht einfach abrasiert, wenn einmal ein Sturm oder ein Wind oder ein Regen kommt. Und genau das will ich dir auch sagen. Also, standhaft und geerdet. Wunderschön. Ja, vor allem die körperliche Leiden haben, kann natürlich sein, dass man auch in dieser Woche merkt, dass die Leiden wirklich transformiert werden, dass alles ringer geht, dass, ich sage jetzt, der Energiehaushalt vom Körper oder von der eigenen Batterie völlig in eine andere Richtung kommt und das hat eben sehr stabil. Wunderschön. Ja, es bedarf aber auch, die Reise anzutreten. Liebes Wasserzeichen. Und nicht Angst haben, dass man vielleicht in neue Strukturen geht. Also, sei offen und bleib im Entdeckermodus. Weil ich erinnere daran, es geht wirklich darum, dass man das, was man jetzt reflektiert hat und das, was man hier loslassen konnte, die alten Gefilde, dass man die nicht mitzieht. Weil es ist immer ein schmaler Grat, dass man dann halt eben gleich wieder ein bisschen in alte Energien umtappt. Obwohl jetzt die Ernte da ist und du die Möglichkeit hast, die Ernte einzufahren, schau einfach, dass du mit neuem Gepäck reist und halt eben ein Gepäck, wo man in die Hand nehmen kann und nicht ein altes Karsumpel mit einem, keine Ahnung, einem beladenen Auto, wo vollgeshoppt ist mit Altem. Also es ist wirklich schön. Da kommt vieles in Stabilität. So, wir schauen jetzt aber gerade noch schnell, das nimmt mich selber Wunder, dich sicher auch. Das sind zu viele Karten. Du willst gerade ein bisschen zu viel, hä? Liebes Wasserzeichen. Geil. Ja, lieber zu gross und zu weit denken, lieber zu viel denken, also was man gerne haben möchte, als sich zu eng schnüren. Auch noch ganz wichtig. So, ja, wow. Und zwar, wo geht die Reise hin, wo ist die Stabilität? Und das ist absolut, also wunderschön. Sprich, wenn du Partnerschaftskarte kann natürlich für Partnerschaft stehen, für die vielleicht schon lange Single sind, über kennengelernt haben, whatever, das, oder gerade dort ganz viel mit dem Selbstwert, Selbstliebe geschaffen haben, kann es da natürlich zu neuen Verbindungen kommen. Es steht aber auch dafür, dass man endlich verbindlich wird. Also die Reise, wo du hergehst, die wird verbindlich. Und jetzt keine Panik, liebes Wasserzeichen, wenn man vielleicht das Gefühl hat, oh Gott, ich will mich noch nie zu festlegen oder irgendwie so. Nein, das heisst einfach, dass du spürst, wo die Reise hingeht und wirklich endlich in die Erfüllung hineinkommst und die Erfüllung kannst leben. Und das verbindlich. Genau. Also wirklich sehr schön. Aber die Karte steht auch für Verträge. Also, falls bei dir ein Thema ist für Hauskauf, Umzug, was auch immer, du die Verträge ganz gut abprüfen. Schau sie genau an, bevor du einen Vertrag unterschreibst. Und das gilt jetzt nicht nur für Haus, falls du auch gerade sonst irgendwelche Themen hast mit Verträgen, du brauchst ein neues Handy-Abo oder whatever, wo man einen Kribbel draufgeben muss. Das gut anschauen. Es ist auf jeden Fall sehr eine gute Woche zum Vertrag unterschreiben. Jetzt rein von der Energie her. Aber eben hier bitte gut abprüfen, nicht, dass man hier alte Energien nachzieht. So, nächste Themakarte, und die würde dich sehr freuen, ist die Erfüllung und die Finanzen, also die Schatzkiste. Ja, diese Woche kommst du den Schlüssel über zum Tante einfahren. Ja, das ist dein Verdienst. Es ist nicht so, dass, sorry, wenn ich es jetzt so plump sage, das Universum oder wer auch immer einfach so die Schatzkiste dir vor die Nase her schmiert, sondern das ist dein Verdienst. Du hast hart gearbeitet, du hast viel geschiftet, viel transformiert, hast müssen catchen und wieder catchen und wieder catchen. Und das ist jetzt deine Auszahlung. Sei es dir auch der Wert. Für ein paar
Wasserzeichen, ganz wichtig. Halte nicht einfach nur den Schlüssel in der Hand. Und wenn ja, wow, sei es dir auch der Wert, dass die Erfüllung kommt. Egal wie die Erfüllung aussieht, für jeden ist etwas anderes erfüllend. Sei es dir der Wert, brauch der Schlüssel. Für die einen ganz wichtig, mach die Reise zum Schlüssel. Und schließ es auf. Und schau, was sich dahinter befindet. Dann haben wir nächste Themenkarte. Der Wind und die Entscheidung. Ja, es kommt endlich frischer Wind. Es kommt endlich frischer Wind. Wunderbar. Und zwar, der Wind dreht dich. Es ist eine frische Brise. Du hast wieder mal das Gefühl, ich kann durchschnaufen. Ja, weil, hallo, wir haben eine Reise, wir haben Stabilität, wir haben Verbindlichkeiten, wir haben Erfüllung, die Schatzkiste, die Ernte. Wow! Ja, es ist wie ein neuer Wind. Und du hast das Gefühl, ich kann wieder mal durchschnaufen. Herzlichen Glückwunsch, das ist dein Verdienst, weil du an dem gearbeitet hast. Wunderbar. Und es ist nicht so, dass du dort stehst und findest, wo soll ich hin? Sondern der Wind, der trägt dich. Der Wind, der trägt dich. Lausche auch dem Wind. Ganz wichtig. Nicht für alle, aber für die einen ganz wichtig. Lausche dem Wind. Er hat mehr zu sagen, als dass du denkst. Ja, zur letzten Karte, zum letzten Thema, die Liebe und der Rückzug. So. Die Woche kann auch ein bisschen emotional für dich werden, von dieser erfüllenden Ernte-Energie. Geniess die für dich im Innen. Erfüll dich auch mit dem im Innen. Das, was diese Woche auf dich zukommt, und ja, das sind viele Sachen im Aussen auch, physisch, die sich jetzt endlich nicht zeigen dürfen. Aber geniess das. Geniess die Erfüllung, die Ernte, die Liebe. Spür das in jeder Zelle, in jeder Faser von deinem Dasein, Bewusstsein. Und vor allem ganz wichtig, feier's. Feier's ganz fest. Feier das. Für die einen ist vielleicht sogar das Gefühl von, ich bin wie verknallt in mich selber, weil ich jetzt so etwas Gutes erschaffen habe. Ja, das ist gut. Selbstliebe ist unglaublich wichtig. Selbstakzeptanz und vor allem sich mal auf die Schulter klopfen, sich selber feiern und lieben für das, was man hier jetzt alles bewältigt hat, transformiert hat und neu ins Feld hineinzieht. Hammer. Zum Abschluss noch eine Botschaft. Das Schicksal und das Geheimnis, ja. Diese Woche passieren viele schicksalshafte Sachen, wo du denkst, wow. Und die müssen genauso sein und die dürfen sein. Die Schicksalskarte steht aber auch für das Karma. Wie könnte man Karma beschreiben? Ursache-Wirkung, oder? Nur mit dem Unterschied, dass hier Karma dich nicht bestraft, sondern dich auszahlt. Und es entsteht ein neues Lebensbuch. Ein neues Lebensbuch. Das alte, hier, Rucksack und Strudel und weiss nicht was. Das geht jetzt. Jetzt darf ein neues Kapitel beginnen. Sei bereit, zum auf Deutsch gesagt das alte Lebensbuch an Acta zu legen. Nicht fortzuwerfen, weil es macht dich ja zu dem, was du bist
Und das ist ja gut so. Und es ist auch immer gut, wenn man einmal in dieser imaginären Bibliothek wieder mal ein altes Buch führen kann, falls man noch irgendwo etwas nachlesen will. Es geht nur darum, dass du bereit bist, dass jetzt ein neues Lebensbuch, eine neue Lebensgeschichte geschrieben werden und ein neuer Weg beginnt. Und das schicksalshaft. Gewisse Situationen werden für dich sein wie ein kleiner Blitzschlag. So, wow! Und das ist genau richtig so. Die Erfüllung. Die Ernte. Aber ganz wichtig, benutze auch den Schlüssel. Wenn du ihn in der Hand hast, benutze ihn. Sei es dir der Wert und keine Angst vor einem neuen Kapitel, wo du jetzt vielleicht gerade noch nicht siehst, wie die Lebensgeschichte geschrieben wird. Du wirst schon vom Wind geführt und vom Wind getragen. Und das ist das Einzige, was jetzt wichtig ist. Und den Rest darf man sich hingeben und einfach geniessen. Ja, liebes Wasserzeichen, Magie gehört geteilt und darum teile das Video vielleicht mit einem anderen Wasserzeichen, wo genau der Impuls braucht. Sei der kleine Reminder für jemand anders. Und somit wünsche ich dir ganz eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.